habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Die Saison ist ja gerade wieder mitten am Laufen oder eigentlich schon fast wieder gar. Und weil mein Arm eine sehr lange Zeit wie ein Wolfgang Petri seiner ausgeschaut hat, heißt es heute How to Festival. Open Air für ein Festival, das kannst du nennen, wie du möchtest. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Viel wichtiger ist, wie wir anfangen, und zwar mit Phase 1. Was musst du alles mitnehmen? Es gibt einen Haufen Graffi, was du auf ein Festival mitnehmen sollst. Es gibt aber auch noch viel mehr Graffi, die du vergessen wirst. Wenn nämlich auf die Frage, fuck, hast du Zeitstangen dabei? Die allseits beliebte Standardantwort kommt, was? Du hast gesagt, die backelst du ein. Dann kannst du 3 Tage ohne Zeit auf der Verkehrsinsel schlafen. True Story, Bro. Das wird jetzt ein bisschen eine längere Liste. Darum schlage ich vor, du holst selbst zum Schreien. 3, 2, 1, los geht's mit Birgers Festival Grundausrüstung. Erst einmal braucht man Bier. Geschissen auf alles, was in der Liste noch folgt. Du fährst niemals ohne Bier. Ich höre die ersten Schlaumeier schon wieder. Was? Ein Dosenbier? Ja, ein Dosenbier. Weil man auf einem Festival nicht in Kasten, sondern in Paletten rechnet. Ist Anfänger! Weiter mit Kategorie 1. Graffi. Du backelst ein, dein Ticket, Geldbeutel und Kohle, dein Handy und ein Panzertape. Haha, welcher Vollidiot nimmt denn sein Ticket nicht mit? True Story, Bro. Schon wieder. Weiter zur Kategorie 2. Gewand. Backelst ein. Eine Unterwäsche, lange und kurze Hosen, Badhosen, T-Shirts, Hoodie und eine Regenjacken und Gummistiefel. Und glaub mir einfach, für die Regenjacken und vor allem die Gummistiefel wirst mir noch so richtig geil dankbar sein. Weiter mit Kategorie 3. Putzen. Einpackelt wieder Zahnbürsten, Deo, Campe, Handtücher, Reiseapotheken, Staunsenspray und ein Klopapier. Und glaubt mir einfach nochmal. Du machst das richtig gut. Was ist denn hier passiert? Fürs Scheißpapier wirst mir ebenfalls so richtig geil dankbar sein. Weiter zur Kategorie 4. Schlafen. Packelst deine Zeit, inklusive Zeitstangen, ein Schlafsack, Isomatten, Ohrstöpsel, Campingstuhl und aus die Maus. Und das gilt übrigens auch für die Mädels, die am liebsten in ein ganzes Schlafzimmer mitziehen daten. Und dann haben wir noch Kategorie 5. Essen. Brauchst dann 20 Liter Wasserkanister, Dosenravioli, 5 Minuten Terrinen, Gaskocher, dass die Gaskartuschen bitte nicht bei 45 Grad im Auto liegen lässt. Brauch jetzt hoffentlich nicht sagen, sonst kannst du halt zu Fuß angehen. Und Besteck, den geschissenen Topf und den Dosenöffner, den lasse ich jetzt unter den Teppich fallen, weil euch soll es genauso gehen wie mir. If you know what I mean. Mehr braucht's nicht, wir sind mal zum Saufen und Gaudi haben da, nicht zum 5-Gänge-Menü aufgrillen. Ist mir schon klar, dass man die Listen beliebig erweitern kann. Ich kenne auch nur die einer ganz Wohnzimmer inklusive Couch und Kühlschrank mit aufs Festival ziehen. Aber ganz ehrlich, dann kann ich daheim bleiben auch oder ins Hotel gehen, Trenzer. Viel wichtiger ist Phase 2. Do's oder Don'ts, die du auf dem Festival tun musst. Tja. Bands so schauen auf dem Festival. Ja, ist möglich, aber auch sehr oft völlig nebensächlich. Viel wichtiger sind aber andere Sachen, die du auf keinen Fall versammeln darfst. Da hätten wir's Pogen, Circle Pits und die Wall of Death. Nein, nein! Du steigst dich nicht 2 Stunden hin, hältst dein Handy in die Luft, filmst und nervst alle anderen, die rundum stehen. Du flippst gefälligst aus und pokst mindestens einmal durch die Leute. Du schließt dir am Circle Pit an und rennst 5 Runden. Du spielst Braveheart, meinetwegen kannst du ja blau anmalen, mir egal, und rennst in einer Wall of Death mit. Ja, hast du schon richtig gesehen? Da stellen sich hunderte Leute gegenüber auf und rennen dann zusammen, als da ins Schlacht um Troja nachstehen. Geil! Weiter geht's mit Stage-Diven bzw. Crowdsurfen. Mitten im Haufen. Tupfst deinem Vordermann auf die Schulter. Du brauchst ihn bloß anschauen. Achtung, Verwechslungsgefahr. Anschauen. Anschauen. Du brauchst ihn bloß anschauen, mit deinem Zeigefinger in den Himmel deuten und der weiß in der Regel sofort Bescheid. Heb dir in den Tee und los geht's. Weiter geht's mit Dixie-Klo. Mach niemals, ich wiederhole, mach niemals den Fehler und geh auf ein Dixie-Klo. Nicht, weil offenbar von denen, die deren keine Sau How to Scheißen angeschaut hat, beziehungsweise du bist echt blöd zum Scheißen, ein ganz nice Level erreicht, sondern weil das ungeschriebene Gesetz von deinen Spätzinn ist, den Plastikkasten umzuschmeißen. Mit dir drin. Und glaub mir,
das willst du nicht. Ja, okay, jetzt zück mal eine vierte Sache auch noch schnell eine, nämlich Hotdogs. Wenn's Schnauzen voll hast von deinen Dosen der Ravioli, du musst die Hotdogs probieren. Ich hab das Gefühl, das ist auf jedem größeren Festival derselbe Hotdog-Stand mit den geschmackigsten Hotdogs, die du jemals essen wirst. Okay, jetzt war's es aber. Weiter zu Phase 3. Helga, Timme, Slayer. Wenn du jetzt noch keinen von den Begrifflichkeiten auf einem Festival gehört hast, dann warst du auch auf noch keinem Festival. Aber okay, irgendwann ist immer das erste Mal. Probier's einfach mal aus. Stell dich im Festival irgendwo hin und schrei so laut du kannst. Oder Timme! Oder Slayer! Und schau einfach, was passiert. Ich sag's euch, was ist, ich war echt auf viel Open Airs in meinem Leben, hab Gott und die Welt gesehen und kennengelernt. Das Wichtigste dabei ist, dass du in den 3-4 Tagen deinen Pegel hältst und den Spaß deines Lebens hast. Ich kenne nicht viele Sachen, wo man auf einem Haufen so viel Gleichgesinnte, ausnahmslos geile Leute trifft. Alle sind gut drauf, es gibt nie ernsthaft Stress, da gibt's keine Schlägereien wie auf manch anderer extrem stark alkoholisierten Veranstaltung. Was kann die da jetzt bloß meinen damit? Jeder kann da, was er mag und alle sind freundlich. Natürlich interessiert mich, was ihr das Jahr wartet auf welches Festival das noch fortzeier. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt haust du ein Like her, wenn es dir gefallen und weitergeholfen hat. Und oder, falls du es noch nicht da hast, lass ein Abo da und aktivierst Glocken, wenn du mehr von dem Blödsinn hören und sehen möchtest. Weißt das? Was ist. Ich sag mir aber merci fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt Helga suchen. Haut euch eine. Habe die Ehre.